aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Willkommen zu einer neuen Folge meines Burgenlexikons. Heute mit dem Buchstaben V und das steht für Verliese auf Burgen und Folterkammer. Oder wie man im Mittelalter vielleicht geflüstert hatte: Ab in die Finsternis des Burgverlies und der Kerker. Und ja, es wurde gewünscht, also muss ich heute tatsächlich hinabsteigen in die dunklen Gewölbe, in die Folterkammern, die Angstlöcher und Kerker der Burgenwelt. Was mich und euch wohl da erwartet. Was steckt wirklich hinter den düsteren Kellergewölben, die angeblich im Mittelalter Schrecken und Grauen verbreitet haben? Mythos oder historische Realität? Der Gedanke, dass jeder Bergfried im Untergeschoss ein Verlies beherbergt, ist ein alter Mythos, der sich bis heute hartnäckig hält. Ja, ist das auch noch ein Gewitter. Und bei nahezu jeder Burgführung gerne bedient wird. Aber wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter dem Klischee? Erstmal ein Video. Das musst du dir ansehen, wenn du mit Platzangst zu kämpfen hast. Mittelalterliche Verliese. Mit denen war nicht zu spaßen. Lass uns mal ihre dunklen Geheimnisse lüften. Mittelalterliche Verliese waren mehr als nur dunkle Zellen. Sie waren Orte der Verzweiflung und Bestrafung. Versteckt unter prächtigen Burgen hielten diese düsteren Kammern Gefangene unter schrecklichen Bedingungen fest. Ketten, Folterwerkzeuge und völlige Dunkelheit gehörten zur Tagesordnung. Stellt euch die hallenden Schritte vor, die feuchte Luft und die Schreie der Gefangenen. Aber diese Verliese waren nicht nur für Verbrecher gedacht. Dort wurden auch politische Gefangene und Rivalen eingesperrt. Wenn ihr das nächste Mal eine Burg besucht, vielleicht, ja, hier in der Nähe von Frankfurt, wie die Ronneburg oder Burg Frankenstein, denkt daran, diese Steine haben Jahrhunderte voller Geheimnisse und Leid gesehen. Faszinierend und furchteinflößend zugleich, oder? Ja, so wird das Klischee heute noch bedient, nicht nur im Internet, natürlich auch bei Führungen. Zeit also, nicht nur ins Angstloch, sondern auch in die Quellenlage zu schauen. Denn dass es Gefängnisse auf Burgen gab, keine Frage. Und auch, dass im Laufe der Neuzeit mit all ihren dunklen Seiten Folterkammern eingerichtet wurden, ist historisch belegbar. Auch Turmverliese sind nachweisbar, aber diese waren nicht in jedem Fall im Bergfried selbst untergebracht. Oft lagen sie in eigens dafür genutzten Türmen oder Gewölben. Und so mancher Verliesschrecken wurde vielleicht erst später hinzugefügt, im Geiste der Gruselromantik des 19. Jahrhunderts. Zwischen Mythos und Wahrheit. Was war wirklich ein Verlies? Bevor wir nun in jede dunkle Ecke der Burg mit klopfendem Herzen hineinspähen, nicht jede Burg hatte tatsächlich ein Verlies. Der Begriff Kerker, wie er uns heute so schaurig im Ohr liegt, bedeutete im Mittelalter meist etwas ganz anderes, nämlich eine sichere Verwahrzelle. Kein ewiges Wegsperren, kein tagelanges Hängen an der Wand, sondern eher ein Raum zur kurzfristigen Sicherung eines Gefangenen, etwa bis zur Urteilsverkündung oder zum Abtransport. Abtransport zur eigentlichen Gerichtsstätte, Hochgerichtsbarkeit natürlich, wo dann das Urteil verkündet wird. Viele dieser Gefängnisse finden sich historisch tatsächlich erst ab dem Spätmittelalter nachgewiesen. Und meist auch nur auf sogenannten Amtsburgen, also jenen Burgen, in denen Gericht gehalten und Verwaltung betrieben wurde. Für reine Adelsburgen galt Repräsentation, Wirtschaften ging vor Repression.
Und was ist mit dem Bergfried, fragt ihr? Dieses wuchtige Herzstück vieler Burgen, hoch aufragend, trutzig mit kleinen Öffnungen im geheimnisvollen Inneren. Immer ein dunkles, enges Untergeschoss, Verlies und dann nach oben, jünger werdend, vielleicht mit Wohnräumen, vielleicht auch mit bloßen Turmstuben. Ruhig! In der romantischen Vorstellung des 19. Jahrhunderts wurde der Bergfried schnell zur perfekten Kulisse für das düstere Mittelalter. Ein Ort für Kettenrasseln, Angstlöcher, gefesselte Skelette und eiserne Jungfrauen. Aber schauen wir uns die historischen Funktionen einmal nüchtern an. Der Bergfried war in der Regel ein Symbol für Macht und Wehrhaftigkeit, vielleicht ein Rückzugsort im Belagerungsfall, eine Zisterne oder ein Lagerraum im Untergeschoss kann auch möglich sein und in seltenen Fällen ein Gefängnis. Und wenn, dann eher aus der Not heraus, nicht aus System. Dazu ein Quellenzitat. Dr. Joachim Zäune, Burgenforscher, bringt es schön auf den Punkt. Der Mythos der Folterkammer gehört zu den langlebigsten romantischen Missverständnissen über mittelalterliche Burgen. Und er schreibt weiter, in der Regel diente die Burg eher der Repräsentation, der Verwaltung, nicht der systematischen Folter. Das heißt, der Bergfried war weniger Verlies und vielmehr Powersymbol. Und die berühmte Folterkammer? Meist eine Zutat der Nachwelt, mit Schaudern garniert für zahlende Besucher, die das Fürchten lernen wollen. Er schafft Zeiten, schon das Twitter. Doch bevor wir diese Illusion ganz zerschmettern, steigen wir nun wirklich tiefer hinab, in die Verliese, die tatsächlich überliefert sind. Und da wird's spannend und manchmal auch makaber. Holt mich raus! Holt mich raus! Turmverlies und Amtsgefängnis, wenn Steine sprechen könnten. Was ist also dran an all den Geschichten über Verliese auf Burgen, an dunklen Löchern, aus denen keiner zurückkehrte? Tja, es ist wie so oft in der Geschichte. Es kommt ganz drauf an, wo man hinschaut und wann. Gefängnisse auf Burgen sind tatsächlich in erster Linie dort nachgewiesen, wo eine Burg Amtsfunktionen übernahm, also Gerichtsort oder Verwaltungszentrum. In diesen Fällen finden wir auch tatsächlich Haftzellen, Verliese oder Gefängnistürme. Ein schönes Beispiel ist hier die Amtsburg Stierberg im Landkreis Bayreuth. Diese stand unter der Verwaltung der Reichsstadt Nürnberg und war keine romantische Residenz, sondern ein knallharter Verwaltungsorgan. Und da gehört ein Gefängnis schlichtweg dazu. Besonders geeignet für Haftzwecke waren eben Burgtürme. Nicht unbedingt der Bergfried, sondern eigene Gefängnistürme. Der Eingang lag oft weit oben, während das fensterlose Untergeschoss bestenfalls für das Tageslicht zu beten hoffte. Nachgewiesen sind solche Turmverliese zum Beispiel auf den Burgen Giech, Vollturm genannt, bei Bamberg, Gößweinstein, Gutenberg, Hilpoltstein, Osternohe, Reicheneck und natürlich Stierberg, sowie viele mehr. Besonders drastisch wird es auf Burg Hohenlandsberg. Dort kamen 1553 während des Zweiten Markgrafenkrieges mehrere Gefangene, unter ihnen Nürnberger Kaufleute, elendig zu Tode, wie es in zeitgenössischen Berichten heißt. Der Burgkommandant jener Zeit, Hieronymus Stöckel, berüchtigt hart kompromisslos, auch Deserteure aus der eigenen Mannschaft ließ er kurzerhand einsperren, foltern und ja, auch hinrichten. Nicht wunderlich, dass die Nürnberger die Burg im Verlauf des Krieges Tag und Nacht beschießen lassen bei der Belagerung. Auch während der berüchtigten Absberger Fehde soll Hans Thomas von Absberg mit seinen Gefangenen, besonders den Nürnberger Kaufleuten, nicht gerade zimperlich umgegangen sein, wie zeitgenössische Berichte nahelegen. Im Turm von Burg Nordeck sperrte Hans Thomas von Absberg höchstpersönlich einen Patrizier namens Baumgarten aus Nürnberg ein. Der berüchtigte Handabhacker Hans machte seinem Namen alle Ehre. Wenn das Lösegeld ausblieb, griff er zur Axt und die Schwurhand des Gefangenen fiel.
Hier sehen wir die Burgruinen in Nordeck, links bei Stadtsteinach und rechts den berühmt-berüchtigten Hans Thomas von Absberg, den Handabhacker Hans mit seinem Dusak. Ein weiteres Beispiel, der Turm im alten Burgstall zu Gräfenberg. Noch 1542 wurde er als Gefängnis genutzt. Oder die Burg Neideck, dort saß 1531 ein gewisser Thomas Hoffmann in Haft. Es folgte eine peinliche Befragung, ein Begriff, der heute noch die Haare zu Berge stehen lässt. Und hier wird's wirklich spannend. Für Burg Streitberg, auch in der fränkischen Schweiz, haben wir Amtsrechnungen für folgende Anschaffungen. 1568/69 wurden neue Beinschellen geliefert. 1575 und 76 folgten Ketten und Haken. 1577/78 erneut Ketten und 1590/91 kaufte man Seile mit dem Vermerk, zu den Gefangenen angeschafft, darauf sie auf- und abgezogen werden. Das klingt nicht mehr nur nach sicherer Verwahrung, sondern möglicherweise nach Turmverlies. Ein Lochgefängnis ist heute noch vorhanden, ein Angstloch mit Flaschenaufzug oder vielleicht auch nach einer peinlichen Befragung unter Druck, im wahrsten Sinne des Wortes, und sogar eine Rechnung über ein Geländer mit 60 Staffeln, eine lange, lange Leiter also, mit dem Hinweis, was man im Turm zum Gefängnis gehalten gemacht, also zum Heruntersteigen oder Hinaufsteigen. Fazit: Verliese auf Burgen? Ja, aber nicht überall. Und nicht immer so dramatisch, wie man denkt. Doch gerade die Burgen wie Stierberg, Neideck oder Hohenlandsberg zeigen uns, die Vorstellung von Verlies, Dunkelheit und Zwang ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern überliefert und belegbar. War es wirklich so grausam, wie es heute in manchen Führungen erzählt wird? Man weiß es nicht. Niemand von uns war dabei. Knochen, Krieg und das große Schweigen der Steine. Doch weshalb fanden sich in Bergfrieden immer wieder Knochenreste? Zufall oder ein stiller Hinweis auf das, was hier einst geschah? In mehreren mittelalterlichen Türmen, auf Burg Zwernitz, Burg Tuisbrunn und Burg Wartenfels, stieß man bei Restaurierungsarbeiten auf menschliche Knochenreste. Für viele Anlass zu düsteren Spekulationen. War hier etwa das Verlies? Ein Ort grausamer Folter? Eine geheime Hinrichtungsstätte? Doch der Blick in die Quellen und die militärische Realität der Zeit offenbart ein anderes, nicht minder erschütterndes Bild. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesen Funden um gefallene Mitglieder der Burgbesatzung aus dem Zweiten Markgrafenkrieg 1552 bis 1555. Ein Konflikt, in dem Markgraf Albrecht Alkibiades von Brandenburg-Kulmbach mit brutaler Härte gegen zahlreiche fränkische Städte und Burgen vorging, mit Plünderung, Brand und Belagerung. Hier links die Burg Zwernitz, in der im Bergfried Untergeschoss eben auch Knochen gefunden wurden, genauso wie hier in der Bildmitte die Burg Tuisbrunn mit ihrem Bergfried, wo auch die Knochen gefunden wurden, und rechts eine schematische Darstellung der Burg Wartenfels, leider existiert sie heute nicht mehr, wo auch im Burgturm die Knochen gefunden wurden. Und was machte man mit den Toten, den Verteidigern, die gefallen waren? Nun ganz einfach, man warf sie in die Türme. Nicht etwa als Strafe, sondern aus praktischen Gründen. Die Belagerung war zu Ende, es gab keine Zeit oder keine Möglichkeit für eine ehrenvolle Bestattung. Also wurde das, was wir heute als Verlies kennen, schlicht zur Massenbegräbnisstätte. Die Funde von verkohltem Balkenwerk, Brandspuren und eingestürztem Mauerwerk stützen diese These. Man hat sie offenbar in den brennenden Trümmern sich selbst überlassen, verschüttet und vergessen. Ein schauriger Befund. Aber keine Hinrichtungsstätte im engeren Sinne. Ob Legende oder Realität, dieser Fund befeuerte natürlich die Fantasie vieler Besucher. Aber auch hier keine Beweise für einen Folterkeller im klassischen Sinn. Eher ein stilles, makabres Mahnmal für eine Zeit, in der der Tod sehr präsent war und der Umgang mit den Leichen oft Pragmatismus statt Pietät bestimmt wurde. Der Burgenforscher Dr. Joachim Zäune weist in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich darauf hin, die meisten Kellergewölbe waren schlicht Lagerräume. Nur in Ausnahmefällen, etwa auf dem Amtsburgen mit Gerichtsbarkeit, wurden diese zu Gefängnissen. Und selbst dann ist ein systematischer Foltereinsatz nicht belegt.
Und so entpuppt sich das Verlies, das so oft auf Burgführungen schaurig inszeniert wird, in Wahrheit als Notgrab, Abstellkammer der Geschichte und gefundene Knochen als grausige Realität eines Krieges. Jetzt wird es ernst. Der nächste Abschnitt führt uns direkt in die düstere Realität. Belege aus alten Archiven zeigen, dass es die Folterkeller mit Ketten, Haken und Beinschellen wirklich gab. Die Realität der Folter. Ketten, Haken und ihre Spuren in den Archiven. So, Liebhaber von kaltem Stein und kaltem Schauer, diesmal steigen wir nicht in ein Loch voller Legenden, sondern direkt ins Fundament der Wahrheit, in die alten Akten. Und glaubt mir, was da drin steht, lässt selbst Kerkerwände leise ächzen. Beginnen wir mit Burg Pottenstein in der fränkischen Schweiz. Eine bambergische Amtsburg, also eine Verwaltungseinheit mit gerichtlichem Zuständigkeit. Und wo Gericht gehalten wurde, da war in der Regel auch ein Gefängnis nicht weit. Auf Pottenstein finden sich mehrere belegte Gefängnisse. Im Untergeschoss des Bergfrieds, leider heute nicht mehr erhalten, und im Zeughaus, einem später ebenfalls verschwundenen Gebäude. Beide Bauten waren nachweislich mit Arrestzellen ausgestattet, kein Mythos, sondern urkundlich belegt. Hier sehen wir die einmalige Lage der Burg Pottenstein. Der Zugang am Felsen entlang über Treppen und schließlich ein Blick in die Wachstube und dahinter lag die erste Arrestzelle, heute im unteren Bereich des Palas. Doch jetzt wird's spannend. In Amtsrechnungen der Burg tauchen regelmäßige Ausgaben für Ketten, Beinschellen und Seile auf. Zum Beispiel für neue Armstellen, weil die alten offenbar kaputt gingen oder zu sehr beansprucht wurden. Für Seile, für die Gefangene angeschafft, darauf sie auf- und abgezogen werden. Was klingt wie ein Satz aus einem Gruselroman, stammt aus einer Rechnung von 1590-91. Und das ist ein eindeutiger Hinweis. Gefangene wurden offenbar im Turmverlies herabgelassen oder im Rahmen der peinlichen Befragung aufgezogen. Also körperlich emporgerissen, wie es bei Folterübungen durch Streckung üblich war. Das haben wir schon gehört auf der Burg Streitberg. Der heute allerdings gern als Verlies präsentierte Felsspalt auf der Burg ist allerdings eher eine Zutat des 19. Jahrhunderts, wohl eher ein Produkt der Romantik und weniger ein tatsächlicher Haftort. Zu steil, zu unpraktisch, zu schwer erreichbar. Hier der Lageplan der Burg Pottenstein, eingezeichnet der ehemalige Bergfried, die Gebäude, die heute nicht mehr stehen, wo nachweislich Arrestzellen vorhanden waren. Und hier ganz links der Felsspalt, der sogenannte Verlies. Besonders aufhorchen lässt ein archäologischer Fund beim Galgen von Pottenstein. Dort wurden Skelette mit eindeutigen Folterspuren entdeckt. Ob sie aus dem ehemaligen Burggefängnis stammen oder dem Richtplatz zuzuordnen sind, bleibt offen. Aber es zeigt, Pottenstein war kein Ort reiner Verwaltungsidylle. Und es gab sie wirklich, die juristische Grundlage für das, was man peinliche Befragungen nannte. Festgeschrieben in der Bamberger Halsgerichtsordnung von 1507, einem Vorläufer der berühmten Carolina, regelte sie, wann, wie und gegen wen Folter angewendet werden durfte. Unten 2 Ausschnitte aus dieser Halsgerichtsordnung, ich denke, die brauche ich nicht weiter zu erläutern. Und wir hören sie, die Stimmen derer, die es selbst erlebten oder unter der Last ihrer Schreie zum Schweigen gebracht wurden. Ich zitiere jetzt aus Originalbriefen. Wer das nicht ertragen kann, soll bitte vorspulen. Ein Gefangener aus den Hexenakten um 1580 flüstert uns durch die Zeit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie haben mir die Beine zerdrückt, dass ich nicht mehr stehen kann. So spricht ein armer Knecht die Wahrheit unter großem Weh. In den dunklen Verliesen Bambergs, in Nürnberg, Regensburg oder auf den Gerichtsburgen klirrten Ketten, kreischten eiserne Schrauben und manch einer gestand das, was man von ihm verlangte. Johannes Junius, und wohlgemerkt, er war Bürgermeister von Bamberg, rief aus dem berüchtigten Bamberger Hexengefängnis 1628. Ich hab's nicht getan.
Sie sagen, ich soll bekennen, so hört das Weh auf. Ich sprach's, weil mir die Schrauben das Fleisch von den Knochen drückten. Ich kann kaum schreiben. Meine beiden Daumen sind durch die Schrauben zermalmt. Man hat mich gefoltert, dass ich schreien musste wie ein Tier. Brief an seine Tochter. Selbst der Gelehrte und Mediziner Felix Platter berichtet in nüchterner Sprache in seiner Autobiografie 1536 bis 1614. Ich habe Männer gesehen, gestreckt auf der Leiter, ihre Glieder zerschunden, und dennoch hielten sie fest an ihrer Unschuld. Was für uns heute unvorstellbar erscheint, war für viele einst Realität. Das Geständnis unter der Qual eine grausame Wahrheit im Namen des Rechts. Quellenzitat Bamberger Halsgerichtsordnung 1507. Wenn aber der peinliche Anklag fürgegangen, so soll man den Übeltäter mit der Tortur befragen, ob er das begangen habe. Weiteres Quellenzitat aus der Carolina 1532. Folter darf nur angewandt werden, wenn ein dringender Tatverdacht besteht und andere Beweise fehlen. Noch ein Quellenzitat, Johann Meyer 1563. Was ist das für ein Geständnis, das dem Schrei der Glut und dem Rat abgerungen ist? Was uns das 19. Jahrhundert zu glauben half. Während wir heute tief in die Verliese blicken, lohnt sich ein ebenso tiefer Blick in unsere Vorstellungskraft. Oder besser gesagt, in die Wurzeln unserer Vorstellungen. Denn vieles, was wir über Folterkammern, Eisenketten, Angstlöcher wissen, stammt nicht aus mittelalterlichen Quellen, sondern ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Die Zeit der Romantik und des Historismus entdeckte die Burgenwelt neu, aber nicht mit nüchternem Blick. Man schwärmte von Rittern, Jungfrauen in Not und dunklen Kerkern. Burgen wurden restauriert, umgebaut oder gleich neu errichtet, samt Verliesen, die oft mehr Kulisse als Realität waren. Man baute Scheinverliese, richtete gruselige Kerkerschauplätze ein, mit Skeletten, Haspeln und eisernen Jungfrauen, wo historisch nie eine gestanden hatte. Als der Dichter Viktor von Scheffel Mitte des 19. Jahrhunderts auf seiner Reise durch die fränkische Schweiz auch die Burg Geilenreuth besuchte, zeigte man ihm ein dortiges Verlies, samt angeblicher Folterkammer. Die Szene war so beeindruckend, vielleicht auch inszeniert, dass er ein Gedicht verfasste. Doch seh ich hoch im Ahornwald, Burg Geilenreuth, dich wieder, läuft mir ein Rieseln schauderkalt, als Warnung durch die Glieder. An Händ und Füß eingepflöckt im finsteren Verliese, lernt ich, wie man die Beine streckt in jenem Paradiese. Hier sehen wir die Burg Geilenreuth, links das Bild aus dem 19. Jahrhundert und rechts im heutigen Zustand. Ein schaurig schönes Stück Romantik, das wohl weniger dokumentiert als vielmehr inszeniert. Denn das dortige Verlies war tatsächlich einer der einfachen Kellerräume der Burg, ausgestattet mit einem sogenannten Stock, einem Holzpfahl mit Eisenringen zum Festketten der Gefangenen. Doch in einer Zeit, in der das Mittelalter als wildromantische Bühne galt, wurden solche Eindrücke bereitwillig zur Wahrheit stilisiert. Zum Fazit zwischen Wahrheit und wohligem Grusel. Bevor ich mich aus den Tiefen der Verliese wieder ans Tageslicht wage, doch ein kleiner Schmunzler zum Schluss. Wussten Sie, dass zahlreiche Turmgefängnisse weibliche Namen tragen? So etwa die Wallbergerin, das einzige Turmverlies der Burg Gutenberg, oder der Margaretenturm auf der Burg Kreuzenstein in Österreich. Ob das nun aus Respekt, Ironie geschah oder damit die Verliese weniger schrecklich wirken, man weiß es nicht. Es ist wirklich faszinierend, wie viel Mythos in unseren heutigen Vorstellungen vom Mittelalter steckt. Doch wer genau hinsieht, wer Quellen liest, Inschriften studiert und alte Rechnungen durchforstet, erkennt, das finstere Verlies war oft gar nicht so finster. Aber ein bisschen Grusel darf natürlich sein, denn das gehört schließlich auch zur Faszination Burg. Und noch etwas zum Mitnehmen für Kopf und Herz. Ist Ihnen beim Zuhören etwas aufgefallen? Nahezu alle überlieferten Berichte über Verliese, Kerker und Folter stammen aus dem 16. Jahrhundert, also der frühen Neuzeit, nicht aus dem Mittelalter.
Das war die Zeit, als der Hexenwahn seinen düsteren Höhepunkt erreichte und als sich mancher Herrscher seiner Macht allzu bewusst war. Verliese und Folter auf Burgen sind also ein Stück Geschichte, aber ein Spiegel unserer eigenen Vorstellung davon. So, genug düstere Geschichte. Jetzt will ich aber wirklich hier raus. Matthias Helzel alias der Burgenmeister natürlich und garantiert kein Freiwilliger dieses Kerkers. Burgen mit Verliesen und Folterkammern, ein letzter Tipp. Historisch belegt, gut dokumentiert, aber noch schauriger inszeniert. Also Achtung, nicht jeder Kerker ist echt, aber alle machen Eindruck. Hier die Liste, wo man solche Kerkerverliese, Folterkammern besichtigen kann. Und wer die Liste genauer lesen will, einfach Stopp drücken. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.